Es ist um mich geworden. Nein, ich habe ihm gesagt, ich habe ihm extra das Ding geschickt. Man hört uns gut. Perfekt. Super, merci. Das ist schon mega. Also, der Verein, Kenan und falls andere Leute noch zuhören, Es sind 5 bezweckt die Verbesserung von der Freizeitangebote im Kanton Glarus im Sinn von, das wird dir nicht gefallen, Kenan, aber deiner Freundin, im Sinn von nachhaltiger Entwicklung nach Agenda 2030. Und eigentlich, wenn wir im Verein vor allem so Gemeinschaftsräume erschaffen, da hast du ja auch schon mitgeholfen, Du hast schon eine Frage, Sven. setzt sich euer Verein auch für Wildtiere ein? Das können wir nachher gerade miteinander diskutieren. Für Wildtiere? Für Wildtiere, über das haben wir uns noch nie Gedanken gemacht. Eigentlich geht es darum, dass wir Gemeinschaftsräume erschaffen im Kanton Glarus, wo sollen die Ressourcen genutzt werden, wo man kann Ressourcen teilen kann, finanziell auch sich irgendwie die Kosten, die entstehen für die Umsetzung von diesen Gemeinschaftsräumen und die Instandhaltung, dass man die auch teilen kann, dass es einfach günstiger wird, nachhaltig coole Freizeitangebote zu haben. Das ist wieder sehr kompliziert gesagt, was eigentlich ziemlich einfach ist. Wir schaffen einfach Gemeinschaftsräume. Und neben dem gibt es auch Projekte, die wir dann über den Verein organisieren würden. Was auch so ein bisschen in die Freizeitsache hineingeht und wo auch so nachhaltig ist. Also dort geht es eher darum, was machen wir mit den Mitteln, die wir haben, miteinander. Was haben wir zu sagen? Okay. Also. Du machst es gut, Sven. Ich habe nur gesagt, wir sind useless. Nein, wir kommen dann nachher schon noch zum Zug. Eine ganze Frage. Wichtig ist da einfach, dass wir keinen kommerziellen Zweck verfolgen und keinen Gewinn machen und dass wir alle ehrenamtlich dran sind. Die Vorstellung vom Vorstand. Das wäre der Lul Feldmann bis jetzt, der ist nicht da im Moment. Der Julian Vor Feldmann. allem, wenn schon Feldmann sagt. Ich bin der Präsident wahrscheinlich, das werden wir nachher wahrscheinlich festsetzen. Für das ist halt die Mitgliederversammlung da. Nachher haben wir Er heisst Sven Keller. den Christian Künzli, der Wenz. Moin. Ja, er ist vor allem der Praktiker und wird wahrscheinlich Du schaust auch wieder drauf. viel von der Organisation übernehmen. Du kannst einfach gut organisieren. Das Nadine, sie ist meine rechte Hand oder linke, es ist beide meine Hände. Wieso haben wir eigentlich einen Präsidenten, der keine Hände hat? Er ist 10, er ist nur Ich bin 10. 10, das muss lange. Dann haben wir den Lianops, der ist einfach ein cooler Dude, der mit uns unterwegs ist. Ich bin einfach da. Der Elia ist einfach da. Er sorgt für die gute Laune. Der Yoshi, Samara Wikrama kommt vielleicht später noch vorbei. Er ist... Nein, das sage ich jetzt nicht. Hat er gesagt? Was? Er ist am Essen. Er ist noch am Das Essen, hat ja. Sven wollen sagen. Und das Mimi. Nein. Elima! Die kommt dann auch Die noch. ist oben. Und das ist so der Stand jetzt vom Verein. Danach haben wir noch der Jan, der vielleicht zuhört, ich weiß nicht. Mit ihm schauen wir, er wird dann auch noch ein bisschen mithelfen. Ja. Gacki. Aber ich weiß nicht, ob er zuhört. Und ob er in den Vorstand will. Und ob er in Weißt du Vorstand wahrscheinlich will. Nein, aber das haben wir mit ihm auch noch nicht angeschaut. Eben. Nachher, Projekte, die im Moment in der Pipeline sind und Ideensammlung ist. Im Moment haben wir ein Film- und Fotostudio. Das ist im Jugendhaus Glarus. Dort arbeiten wir ein bisschen mit der Jugendarbeit zusammen. Wir mieten dort im Moment einfach 2 Bandräume. Und das eine ist das Film- und Fotostudio und das andere wird eine Dunkelkammer und voraussichtlich noch ein Siebdruckraum. Dann das, was auch schon steht, ist von der Jugendarbeit Glarus Nord in Mollis ein Musikstudio, wo wir dürfen als Hobbykeller mitnutzen. Also die sind dort mega offen, haben genau die gleiche Idee gehabt mit dem Gemeinschaftsraum, einfach nur auf das Musikstudio bezogen und das können wir eigentlich nutzen. Das heisst, jeder, der nachher Vereinsmitglied ist, die Bands oder Einzelmusiker, was auch immer, und gleich auch beim Film-Fotostudio, Leute, die gerne Fotos machen, hobbymäßig oder sich mal probieren mit Filmsachen. Ich empfehle euch natürlich sehr zum Mitglied werden im Hobbykeller, weil für euch, für die im Verein rein sind, sollte es dann am einfachsten zugänglich sein, die Gemeinschaftsräume. Dann das Projekt, das in der Pipeline ist der Calisthenics, sollte
einen Calisthenics Park in Glarus selber. Also wir suchen irgendwie eine Möglichkeit, wo dass es in Glarus Platz hat für irgend so ein paar Gestänge, wo wir dann Calisthenics brauchen. Weil wir einfach das Gefühl haben, jetzt wir vom Vorstand, dass das etwas ist, wo vielleicht noch fehlt, wo vielleicht noch cool wäre für den einen oder anderen und sich würde lohnen. Würde ich schon fühlen. Genau. Ja. Und wenn es niemand anders will, brauchen es wir alle. Einfach das fünfte, so, aber das muss Das lang. Projekt. Also Stangen am Hang. Also in Glarus hat es Projekte, wo weniger Leute nutzen. Darum. Nachher, die Ideensammlung wäre, dass man noch das Gouache-Raum in der Kante vielleicht mal anfragt, ob man den durch den Verein zugänglich machen kann. Wir haben privat schon angefragt, aber dort haben sie gesagt, nein, eigentlich nicht. Also sie machen das nur intern. Aber vielleicht, weil wir jetzt ein Verein sind, können wir dort ein bisschen mehr machen. Und einfach eben viel mehr Gemeinschaftsräume und dann noch Projekte. Also die Frage war vorher, ob wir uns irgendwie noch für Wildtiere einsetzen. Bei solchen Sachen, wir sind eigentlich nicht ein ideell veranlagter Verein. Also wir setzen uns nicht... Nachhaltigkeit. Ja, aber wir setzen uns jetzt nicht mega für das ein. Dort kann ich allerhand im Glarnerland empfehlen. Das ist ein Projekt, das auch von mir ist. Jetzt nicht zum Eigenwerbung machen, aber dort geht es wirklich dann um so Projekte, die sollen, sage jetzt mal, das Glarnerland verbessern. Und der Verein Hobbykeller ist eher dazu da, das auszuleben. Also, dass wir wirklich unsere Freizeit einfach miteinander verbringen und coole neue Möglichkeiten erstellen. Aber schauen darauf, dass es nachhaltig ist. Und allerhand im Glarnerland, dort wäre so etwas eher Thema. Aber Ja. wenn jemand so ein Projekt würde laufen lassen über Hobbykeller und es genug Leute gibt, dann wäre es wahrscheinlich auch eine Möglichkeit. Voll, oder? ja, auf jeden Fall, ja. Also wenn jemand Bock hat, um sich in der Freizeit für Wildtiere einsetzen, Und dann irgendein könnte Projekt, es ja. wahrscheinlich auch über Hobbykeller laufen. Ja, auf jeden Fall. Also wenn es dann darum geht, irgendwie zum informieren, die Leute informieren und so, dann wäre eben in allerhand gelandet. Und wenn es wirklich ein Projekt ist, wo man sagt, so, ja, hey, gehen wir mal, keine Ahnung, ich weiß nicht, was man für ein Projekt machen für Wildtiere. Genau. Aber dann hat das auf jeden Fall auch Platz im Hobbykeller, denke ich. Jetzt. Was macht man mit Wildtieren? Also, nein, ich weiß es auch nicht. Aber es ist ja dann eben genau die Leute, wie der Markus war vorher, oder? Ja. Die so Ideen haben, die dann noch eben auf das aufmerksam machen und vielleicht dann andere Leute inspirieren und sagen, hey, mal, das ist etwas Cooles. Und für das sind wir ja da, dass wir eigentlich alle zusammenbringen können. Weil ich habe das Gefühl, es gibt mega viele Leute, die Sachen machen in ihrer Freizeit und am Schluss guckt man gleich mal vor dem Fernsehen und schaut ein bisschen Netflix oder so. Weil einfach die Sachen nicht da sind oder die Ideen. Und wenn wir als Gruppe Ideen haben, dann kommt man eher mal zum Zug und macht etwas. Voll, ja. Das ist eigentlich die Zusammenfassung von dem, was ich jetzt probiert habe, 10 Minuten zu erklären. Ja, voll. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht Für das haben wir eben die praktischen Leute. Gut, jetzt würde ich wählen mit euch, dort kommen wir eben zum Zug, Vision besprechen. Also jetzt sind wir eigentlich beim Teil vorbei, von wegen, was das der Verein eigentlich ist. Und jetzt geht es eigentlich wirklich darum, jetzt auch im Vorstand jetzt mit euch ein bisschen zu besprechen. Das will ich gerade nutzen, wie das es weitergehen soll und wie das soll aufgebaut sein. Also haben wir da ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich geklärt habe, die ich eure Meinung dazu will, und dann schauen wir. Und danach, wenn wir da fertig sind, ist eigentlich schon, da gibt es noch rasch, Mimi! da gibt es noch rasch irgendwie ein paar Mitgliederversammlung, spezifische Sachen, einfach so, wenn ihr Mitglied werden wollt, was ihr dann machen könnt und was dann eure Rechte sind und was so klein eure Pflichten. Das sind 2 Punkte, die vielleicht wichtig sind. Nice. Und dann haben wir noch etwas vorbereitet, so eine kleine Umfrage, was ihr für Ideen und Projekte gerade einbringen wollt, wenn ihr das habt. Und dann könnt ihr das gerade nachher auch noch reinbringen. Also jetzt würde ich gerne mit euch darüber reden. Für die Vision vom Hobbykeller. Also was stellt ihr euch vor? Ich habe den Lo vorher schon gefragt. Er hat dann zum Beispiel gesagt, ja, irgendwie, dass man einfach finanziell eben mehr Möglichkeiten haben, wenn man miteinander arbeitet. Was stellt ihr euch so ein bisschen vor und was erwartet ihr vom Verein? Und was würde euch am meisten Spass machen dann? Ja, eine Art, eben, ich bin eigentlich offen, hobbymäßig für alles ein bisschen. Vor allem jetzt beim sportlichen Bereich. Ich bin nicht so
ja, was soll ich sagen, nicht unbedingt so kreativ als Foto angeht wie Fotostudio, aber es ist gut, dass es eine Plattform gibt. Aber eben darum habe ich auch das reingebracht mit Calisthenics. Oder eben mal kann als Gruppe gehen pulvern und dann irgendwie kann das aus der Kasse rausnehmen, dass man das einfach mal so ein Schnuppertag ist, dass man die Leute inspirieren kann für das Ja. und so Zeug. Ja, voll. Oder halt eben, wenn man irgendwo wandern geht und die Leute nicht wissen, wo man hin soll oder wo die besten Wege sind, die Leute, die noch nie wandern sind, die noch nie irgendwo auf einen Hügel rauf, auf einen Berg raufgerasselt sind, dass man eben Leute, die das schon gemacht haben, können Personen mitnehmen, die das noch nie gemacht haben. Das hat ja nicht unbedingt nur finanzielle Aspekte, sondern auch Ja, Ressourcen allgemein. Ressourcen, Informationen und all das Zeug. Das ist dann schon ein wichtiger Punkt, das werden wir nachher auch probieren irgendwie zu sammeln, vielleicht haben die dort auch noch Ideen, dass man wie möglichst genau weiss, die Leute, die dann im Verein drin sind, was kennen die oder was haben die für Beziehungen. Ich meine, jemand, der klettern kann oder so, auswärts haben wir schon ein, zwei Leute in unserem Kreis, die wir vielleicht dann anfragen können. Ja, Und genau. sagen, ja, Wo halt dann auch, eben dort Papier. kommt dann auch wieder finanziell dazu, mit den Seilen, mit den Gestaltli, ja, voll. mit den Echsli und das Zeug, das kostet mega viel. Und für jemanden, der dann denkt, ja, ich kann es mal ausprobieren, aber es lohnt sich dann gleich nicht, die Ware zu kaufen, ist das sicher etwas Gutes. Und dann kann man dann immer noch weiter schauen, ob man dann als Verein das will, wenn es wirklich viel macht, Ja, voll, etwas ja. zu haben an Lager, wo man dann einfach sagt, ja, es kann jeder brauchen, was es will. Und dann auch richtig instruiert werden auf dieses Material und wie es richtig geht mit den Knöpfen und was die Sicherheitsbestimmungen sind und alles. Mhm. Oder eben, dass man als Verein kann an Kurs gehen, wo das Zeug erklärt wird und das Zeug. Ja, voll, ja. Und ich nehme an, im Glanerland, wenn man so die persönlichen Verbindungen noch hat, könnte man dann vielleicht mal mit denen von der Pulterhalle oder so zusammenarbeiten. Vielleicht haben die Ja, das ist- sogar, also ja. Das ist ja grundsätzlich das Wichtigste, dass man Connections hat. Ich meine, wenn man das Vitamin B hat, dann kann man recht viel machen. Ja, voll. Das wäre eben cool, wenn man das im Verein so denken hat. Ja, Und und vielleicht noch Gemeindekonto. erklären, was das Vitamin B ist. Das ist nicht alle. Das Vitamin B, Vitamin Beziehung einfach, dass man noch wie wirklich Also, aha, ich meine, das Ja. ist Vitamin Bro. Vitamin Bro, ja. Vitamin Bro! Mega. Aber ja, Beziehung gibt es Ja, voll. Elia? Oder auch das Prime League Team. Ja, voll. Wir können auch. Das habe ich aber im Fall auch überlegt. Wie man sich richtig anmeldet und nicht spät kommt, um sich zu registrieren. Genau, oder was? Nein. Okay. Das ist aber nachher noch ein anderes Ding. Bei Social Media kommen wir nachher dazu. Elia, was hast du noch so für Erwartungen oder Wünsche für den Verein? Ja, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe gar keine Erwartung an den Verein. Also nicht negativ gesehen, Nein, ja, ich bin einfach da zum Helfen unterstützen und ich finde es eine gute Sache, aber ich habe mir jetzt nicht speziell ein festes Ziel gesetzt, weil ja, es kommt wie es kommt und ich habe das Gefühl, es wird sowieso nur besser. Ja. Nein, aber die Idee habe ich mega gut gefunden, eben, dass man auch, wie sagt man, Leute aus einem Bereich nimmt, die dort ein bisschen mehr draus kommen und die eben um Hilfe bitten und so. Ich habe jetzt mehr von immer gedacht, wir reden von Räumen und so, aber das ist natürlich noch geiler. Also projektbezogen, ja. Ja, und Sicher vor auch. allem, was ich cool finde, wäre natürlich eben, wenn das jetzt so Zeug, also allgemein mit der Squashhalle funktioniert, also jetzt nicht spezifisch auf die Squashhalle bezogen, sondern einfach, dass wir, oder du dann auch mehr erreichen kannst so mit dem Verein, das würde ich cool finden, weil ich finde es halt schon ein bisschen komisch, so, dass man einfach so, ja, sorry, aber eine Squashhalle kann man teilen. Weil die brauchen es sowieso nicht dort unten. Also. Ja. Ja, die haben eben dort das Problem mit, dass sie Öffnungszeiten haben bis um 6 Uhr und nachher, wenn sie genau wissen, wer drin ist und so. Darum könnte es eben sein, dass man dann, wenn man als Verein die Verantwortung übernimmt, dass das dann möglich ist. Ja. Mit Security Aber spielen. Privatpersonen können es nicht einfach reinlassen, so diese Sachen, oder vielleicht funktioniert das wirklich. Ja, es ist wir haben halt ja aber auch- der Garderobe ist schon mühsam. So Projekte, die jetzt vielleicht nicht langzeitig sind, aber so als kleines Event gilt. Wir haben einen Kollegen, der auch schon wollte. Ich habe jetzt nicht gross mit ihm darüber geredet und will jetzt nicht irgendetwas vorwegnehmen, aber auch so, keine Ahnung, Seven vs. Wild hat jeder schon mal gesehen. Irgendwie so eine Projektwoche macht, wo man dann eben so etwas nachstellt, einfach für voll, die, die ja. es mal machen wollen. Oder mal ein bisschen irgendwie Outdoor ein bisschen ausprobieren wollen. Und dann kann man so Zeug über den Verein machen. Voll. Und vielleicht dann eben auch Videos
Oder Streams für die Belustigung. Weil es ist ja dann auch wieder lustig, wenn man seine Kollegen sieht, irgendwie im Wald verzweifeln oder so. Und ich habe das Gefühl, das ist dann nicht so... Schon. noch ein bisschen, das ist dann doch wie noch so ein bisschen sinnvoller. Also, weil dann hast du wirklich mit den Leuten zu tun, die du kennst. Aha, ja, es ist ja eine Also schöne jetzt- Erfahrung, aber sinnvoll ist es ja nicht. Genau. Ich meine jetzt eher, wenn du so YouTube-Videos hast, wo dann halt deine Leute dabei sind, wo du dann wirklich auch weißt, Ja, ja. easy und dann mache ich auch mal mit und so. Ist doch viel schöner wieder, So. wenn man einfach Aha, so sind, ja. Schauen, Ja, ja, so sind also sinnvolle schon, ja. Unterhaltungen. Ja. So. Yes. Social Media, also jetzt sind wir gerade dicht und muss ich auch noch fragen. Ja, Was hast du für ja, habe ich schon Erwartungen? gemerkt. Ja, von dir weiss ich es ja jetzt, aber... Ja, nein, ich finde jetzt auch nicht, dass es noch mega viel zu sagen gibt. Es ist schon recht viel gesagt worden. Was ich nicht fast vergessen hätte. Also ich meine, was? Ja, jetzt ist es gerade gekommen. Ja, halt, ich habe so ein paar andere Interessen als jetzt da, aber sonst ist eigentlich genau das Gleiche. Vom Prinzip, ja. Ja. Ich glaube, Social Media. Welches Gewicht sollte Social Media aus eurer Sicht in dem Verein haben? Weil, ja, bin ich mir noch unschlüssig. Wir fangen Ja. jetzt bei dir an. wow! Sorry. Aha, ja, nein, Hause. Also, ich finde es jetzt für den Anfang eigentlich schon noch wichtig, dass möglichst viele Leute auch wissen, dass es gibt. Weil es wäre halt mega schade, wenn es nachher nicht alle mitbekommen, die mitmachen wollen. Mhm. Aber so, es muss schon so sein, dass dann die Leute auch noch Bock drauf haben. Holy shit! Was mit Mama? Sie ist schon stilen. Die einzige, die camera-ready aussieht. Ja, es geht dann an Ort. Also das wäre noch zu mir die letzte vom Vorstand, wo wir noch nicht also ja. Nein, aber einfach Ja. die, die man Ein gesagt hat, sie weiterer kommt Vorstand, wieder. ein weiteres Vorstandmitglied. Sorry, ja. Ja, keine Ahnung, also ja. Ich kann eigentlich schon Let's Statement go, sagen. boys! Wer ist der Green Tiger? Ich weiß es nicht. Okay, Eli, jetzt bist du dran. Ich hoffe, Was es das? nicht, Ah ja, Social soziale Medien, Media. genau. Ja. Ja, ich würde sagen, am Anfang ist es sehr, sehr wichtig sogar. Ich habe gesehen, die 39 Abonnenten, weißt, sind ja schon herzig. Aber ja, erreichst halt nicht so viel, oder? Und ich glaube, gerade am Anfang ist es mega wichtig, um ein bisschen Reichweite zu bekommen. Vor allem heutzutage ist das ja relativ simpel und schnell gemacht, oder? Ja, später wird es dann vielleicht nicht mehr so wichtig sein, aber ja, gerade auch nur schon für so Livestream-Ankündigungen, weißt du, ich bin's der ja, mal später dann vielleicht weniger, aber weißt, nur schon für so Ankündigungen, weißt, dass du das, keine Ahnung, 2 Wochen, dann tust du jeden zweiten Tag nochmal so, hey, ist in dem Fall Livestream, gell? Hey! Wie jetzt, ja. Ja, nicht so Ja. wie jetzt. Ja, Ja. nicht so. Ja, ist ja schön, dass Ja, wir es jetzt- machen. Aber Voll, ja. Und dort wäre es eben cool, das ist eben schon das Ding, so, ich bin einfach, eben so die Idee und so habe ich ja schon, aber ich bin nicht so gut in dem. Mimi, du hast ja schon gesagt, vielleicht machst es du dann? Ja. Social Media Zeugs, du hast auch Lust. Wirklich? Und der Jan, darum habe ich ihn vorher erwähnt, er hat gesagt, er hätte mal Bock, ich habe ihn gefragt schon, ob er Bock hat zum Videos schneiden. So der Jan Sachen. Nein, der kann das noch nicht, aber das tut er dann Hast du lernen. das nicht schon mich gefragt? Sven? Mal, und du hast finden, nachher- der das kann, Alter. Ja. Nein, das lernt man fördern. Das ist wie ein Boomer ins Nein, Haus. also ich habe jetzt nicht ganz mitgekommen. Ja. Social Media ist da zusammengefasst, einfach, dass wir wollen keine Reichweite generieren, aber wir wollen die Leute erreichen, die Lust haben auf das Zeug. Ist eben die Frage, ich finde schon, ja. Aber es könnte auch sein, dass man irgendwie sagt, und da bin ich mir auch noch nicht so schlüssig, ob wir sagen, okay, wir wollen probieren, mit dem sogar irgendwie Geld zu generieren für den Verein, also für, dass wir größere Projekte machen oder so. Und dann müssen wir sich voll in das Social Media hineingehen. Aber wenn wir sagen, ja, wir legen jetzt einfach darauf aus, dass wir eben Leute im Glanland so ein bisschen erreichen, die vielleicht dann selber mitmachen, dann machen wir das dann anders. Ja, es ist noch schwierig, Geld generieren, müsstest ja fast Werbung machen. Vor jedem Stream Influencer. Raid Shadow Legends! Ja. Also, Play now! ich finde, Geld machen würde erst dann Sinn machen, wenn eben jemand irgendwie halt nachher mega Bock drauf hat, um das nachher auch halt professionell so ein bisschen filmen und so. Also nicht Ja. professionell in dem Sinn, aber halt, ich meine, so Mega wie viel Zeit bis in jetzt die reingeht, Videos sind, kannst du nicht Ja, voll. Geld damit machen. Ja. So. Ja, das Ding ist vor allem, wir wollen ja die Leute erreichen, die wir auch persönlich erreichen können. Ja. Also im Glanenland gibt es wie viel? Gibt's
fast 30'000 Leute. 40? 40'000. 40, ja. Ja, mit 40'000 Abonnenten, wenn es jetzt alle sind, was sehr wahrscheinlich nicht wird sein. Ja, jedes Kind, jedes Gross Geld verdienen macht ja keinen Sinn. Ja, Und voll. Ja, wenn uns andere Leute zuschauen, andere Schweizer, ja, ist schön lustig, aber schlussendlich haben die ja dann nicht viel mit dem Verein zu tun. Ja, voll. Ausser man macht irgendwie mal etwas wie, man geht auf in Grindelwald oder so, Skifahren oder was auch immer. Ja. Aber das ist ja dann... Oder einen Bergtour machen, Ja, was auch voll. immer. Aber das hat ja dann nicht gross... Also, ich Das wär's weiss nicht, wie es einmalig. sich entwickelt, vielleicht finden das die Leute cool und finden es lustig zum Zuschauen, aber grundsätzlich haben wir ja nicht, ist das Ziel nicht Ja. dass wir das machen. Und Ja. wir brauchen Social Media eigentlich nur als Plattform, um die Reichweite für die Leute aus dem Verein zu haben. Ja. Ich meine, ist ja auch jetzt Corona-mäßiger, dass wir einen Livestream machen und das von da aus machen, gemütlicher. Wieder wir gehen irgendwo in einen Raum, wo dann die Leute kommen. Weil vielleicht interessiert es jemanden, aber es scheisst dann gleich an, irgendwo hinzugehen und die Zeit auszubringen, anstatt schnell, wenn er am PC hockt, ja, schnell reingibst. Ja. Ja, voll. Mal, das sind doch schon ein paar Stimmen. Ich weiß nicht, wenn jetzt jemand zulässt und irgendeine Meinung hat oder so, könnt ihr es einfach schreiben, wir sehen das dann schon. Also ich finde es spannend, um so verschiedene Perspektiven dann zu haben. Yes, Mimi, Social Media, wie wichtig? Für einen Verein? Ja. Was wirst du dort, also hast du Ideen oder in welche Richtung das könnte gehen? Ja, in welche Richtung, weiss ich nicht, aber es ist sicher wichtig, weil... Aber... wie sagt man? Sag jetzt mal, die heutige Jugend hat das Handy und dann ist Ja. schnell mal geschaut, hey, was läuft im Verein und so. Ja. Und darum finde ich es echt cool, wenn wir das hätten oder haben. Ja. Und recht aktuelles Zeug einfach drauf tun, oder? Was Ja. wir machen, wo wir dran sind. Ja. Gut. Gemeinschaftsräume. Ah ja, genau, das war noch die Idee. Discord-Server. Wo darüber, dass wir es organisieren. Meine Idee wäre ein Discord-Server. Ja, verkehrt ist sicher nicht. Aber ich weiß nicht, was man Meinst sonst noch müsste machen. Ja, vor allem anstatt so WhatsApp-Chats. Discord, Ah, ja. also WhatsApp-Chat haben wir und Ja. Discord-Server ist sicher nicht verkehrt, wenn man mal, da kann man einfach joinen und ein bisschen schnurren, eben Ideen sammeln, Ideen austauschen, weil es ist ja nicht so, dass man hinhockt und so, okay gut, ich muss jetzt eine gute Idee haben für einen Verein, sondern man ist, keine Ahnung, vielleicht ist man irgendetwas am machen, irgendwelches YouTube-Video mal schauen und so und denkt, krass, das ist ein guter Verein, dann kann man Discord-Server schauen, ja, da ist der Swing gerade online, ich frage ihn mal an, was er davon haltet und von dem her ist es nicht verkehrt. Oder eben ein WhatsApp-Chat oder ein Discord gibt es ja dann auch Text-Chat, wo man dann so Zeug reinschreiben kann, Ideen reinschreiben Ja. kann. Ja, aber schadet tut's ja nicht. Weil das ist ja das Wichtigste, dass wenn einem eine Idee kommt, dass man es reinschreibt, egal wie blöd es ist. Ja. Ich habe Discord-Chat gedacht, weil es übersichtlicher Discord-Server ist ist. schnell gemacht. Das Ja. Problem ist einfach, kommen die Leute auf den Discord, wenn... Und wer ist alles rum? Ja, dort wäre die Idee, dass man wie so Mitglieder... wir schauen alle so verwirrt. Ja, das ist weiter weg Ja. zum Machen. Die Idee ist, dass man nach eine Mitgliederliste hat und die Mitglieder haben dann Zugang zum Discord-Chat. Also ich habe so einen Discord eigentlich schon gemacht, so einen Kanal. Ich habe jetzt nur noch nicht gewusst, ob es eine Art in dem Sinne für alle eine gute Idee ist, dass man das veröffentlicht und sagt, hey, wenn ihr Mitglied sind, nachher habt ihr Zugriff auf den Chat. Ja. Aha, so, aha, ja. Ja, Ich meine, du nein, könntest nicht aber mal einfach unbedingt öffentlich Mitglied, machen. man kann es auch öffentlich machen. Oder Ja, man kann den kann man Link auch, irgendwie auf, ich weiß nicht, die Internetseite hast oder die... Ja, wenn Ja, du man kann willst, es dass auf nur die Instagram Mitglieder scrollen kommen, die und wir haben. Man kann ja auch einen Mitgliederbereich machen, nicht? Ja, genau. Aha, Dann machen wir okay, öffentlichen Chat und dann noch einen Mitgliederbereich im Discord-Server. Ja. Und wenn deine Da kann man Frage also auf Instagram beantwortet ist, kann man den ja, Link sonst musst du posten. nochmal- Ja, voll. Und danach kann jeder joinen, der will. Wohin Und gehst danach sieht man auch Kaffee. auf Instagram, und dann wird man dort auch Ja. updated. Aber ich glaube, eben, wir wollen eigentlich noch eine Art vollflächig die Informationen spreaden. Ja. Eben jetzt WhatsApp, Instagram, Discord, Ja, YouTube. Das spielt ja Nice. dann eigentlich auch nicht so eine Rolle. voll. Katzenkaffee, Mimi. Hä? Das übernächste Projekt vom Hobbykeller ist das Katzenkaffee. Also, nachher Finanzierung. Wo wir nachher auch dann gerade auf die Mitgliederbeiträge kommen. Was gibt es dort für Ansprüche für die Finanzierung? Wie viel?
wie viel probieren wir eine Art irgendwie über Sponsoring und Sachen zu finanzieren oder Leute, die einfach spenden etwas? Und wie viel tun wir auf die Mitglieder abwälzen? Der Jan findet das Katzenkaffee gut. Du bist allergisch, Jan. Du bist noch allergischer als Nadine. Du, wenn wir alle Und Löcher ich auf bin der schon die Haare- ganze Zeit. Ja. Ein Auto, Katzenkaffee. Das Autor Katzenkaffee. Oh. Also eben, Finanzierung. Mitgliederbeitrag. Wie hoch wollen wir denn? Wir sagen jetzt noch nicht das Staatswort heute schon. Aber 30 Stutz haben wir drin, oder? ja, Im Jahr. ja, im Jahr. Also, ja eben, wir wollen ja dann die Leute nicht Solide. abziehen. Wir können ja ein bisschen fragen und wenn man dann ein Projekt hat, kann man fragen, wer will vielleicht mehr spenden für das Projekt, Ja. wer hat mehr Lust. Und dann liegt es auch, ich meine, 30 Stutz im Jahr, das bringt jeder Student an, das Ja. bringt jeder an. Wir wollen ja die Leute erreichen und eben für das da sein, dass Menschen können Sachen machen, ohne dass sie Geld haben, wie es der Lul gesagt hat, wo Student ist, wo eben nicht unbedingt Geld hat, um so Zeug zu machen, aber gerne so Zeug machen will. Ja, voll. Und darum sage ich eigentlich 30 Stutz im Jahr, das hat jeder, ist eigentlich vernünftig, da kann man mal mit dem einfach gewisse Kosten decken und wenn man dann größere Projekte hat, kann man sagen, hey, wer wäre dabei, etwas zu zahlen oder eben wenn es Kletterausrüstung ist, von Leuten anfragen, die es schon haben, was ihnen nicht schade ist, dass man das gibt. Ja, voll. Oder Seile haben, die jetzt noch brauchbar sind, aber sie haben schon Neues gekauft und so Ja. Zeug. Oder auch eben nicht nur Spenden auf vertragmäßig, sondern halt auch Gegenstände und so Ja, Zeug. voll. Schön. Yes. Ob es dann Blacher sind oder so im Tarp von den Jungschen, wenn Ja, man mal mit voll. denen redet und so. Also alle einverstanden mit 30 Stutz. Yes. Wir sind ja, Ja, da die mehr Mehrheit sind vom wir genug, Vorstand. Und Mitglieder haben wir ja noch keine. Katzen sind Schon lieb. schauen, wo du bleibst. Also. Und, Ja. angeschaut, der Lul hat vorhin noch gesagt, kann man so weil wir im Verein sind, können wir halt auch so Geschmäus machen. Für so Gemeindezeug mit so Zeitungen. Zeitung sammeln oder und- Neophyten ausreißen und so. Das heisst, Ah, man wie könnte der auch mal so... Ja. Ja, man könnte, wenn man ein Projekt hat, das mehr Geld braucht, einfach sagen so, ja, all die kein Geld haben, können auch das Zeug machen. Ja, Und oder dann, alle. oder einfach voll. gar, Ich gar meine, alle, Gruppe. weil es einfach geil ist zum... Wenn das Verein Auto waschen gehst, kann es Wäre auch lustig lustig, sein. Ja, eben. Darum, das finde ich So schon Sachen noch sind cool. eine mega lustige Idee. Ausreißen zusammen. Ja, schon. Ja, in der Schule mehr. So. So eine Vereinsarbeit. Das Dann haben wir wäre mit Brennnesseln Yes. gejagt, Alter. Cool. Das war schon schlimm. Gewesen. In dem Fall wären wir bei den Fragen, die ich jetzt hatte, an euch schon vorbei. Jetzt würden wir noch rasch das Mitglieder... Vereinsarbeit, das wäre Leute. Ah, der Jan ist voll Support. Ja, schon. Yes! Also Ist der Kinder dann... noch da? Der gleist seit Minute 5, Der hat keinen Bock mehr. Das Schreibt ist man scheiße. nicht, wie viel das Ding ist? Es sind 6 Personen drin, Ab, aber, ab Nachhaltigkeit ist der Kenan weg. Wir haben es... aber wahrscheinlich ist es Nadine drin, ich drin, der Fernseher. Ja, Am ja. Schluss ist die Jan drin. Ja, Das ist aber das Wichtigste. das Ja. lange nicht. Aber die Jan ist da. Ja, Kuss das bei ist der Gut. Hand. treueste Kamerad. Also, Mitgliederversammlung. Der Mitgliederversammlungsteil kommt jetzt. Wahl des Präsidenten, der Präsidentin und der übrigen Vorstandsmitglieder. Also wir sind... Aber das haben wir doch schon gemacht. Jetzt will ich wieder Nini. Präsident sein. Wer ist dafür, dass mein Präsident ist? Ich kann drauf. Ich glaube, Also. es ist Vielleicht ab dem letzte. Sommer. Ja. Ja, Lass mich mal mal schauen, schon wie ein der Ah, Sven Sommer. das halbe macht. Ja. Ja. Dann tun wir, Ob ich es überhaupt mache. Also Oh. ja, bisschen... lassen wir mal den Sven und nachher... Ja, Weil ich es wär nicht gut schwer gemacht, tun wir ihn dafür. absetzen. Ja, es ist dem Sven seine Idee. ja, Dass der Sven Präsident ist. Also, Ich denke, nur Er will auch Verantwortung abgeben. ja, Ja, eben. aber das- finde ich auch frech. das bringe ich dann schon her, um mich die Verantwortung noch reinschieben. Das finde ich auch frech. Also Oder eigentlich okay. müssen wir jetzt... Ja, Ist nein, das wir haben jetzt schon schon... abgestimmt? Nein, weil das Ding ist, das haben wir ja Das schon haben wir im schon gemacht. Vorhinein und es ändert sich Okay. nicht, weil wir noch keine Gut. Mitglieder haben. Aber ich bin in dem Fall Präsident und die Vorstandsmitglieder sind da die 5 plus der Lul haben wir schon drin und der Schiu. Jetzt sind wir Fäng 7. Dann schauen wir, wie es weitergeht. Nachher Festsetzung der Mitgliederbeitrag, 30 Jan ist Stutz. da. Kenntnisnahme des Jahresbudgets haben wir noch nicht. Kenntnisnahme des Tätigkeitenprogramms. Was für eine Erkenntnis? Das check ich jetzt nicht ganz. Also, sorry, ja, vielleicht müsst ihr das ja noch erklären. Da geht es eigentlich darum, was ist, wenn ihr Mitglieder werdet und sind. Dann habt ihr gewisse Rechte und die Rechte sind betreffen vor allem die Mitgliederversammlung. Ihr dürft entscheiden, wer Präsident ist und wer Vorstand ist und so, oder Präsidentin.
Und Dass sie dürfen das entscheiden. Ja, sicher. also, Ja, das ist also rausgeht, Mitgliederversammlung. Aber das heisst, sie entscheiden, wer Präsident ist. Das heisst, wenn sie trollen, könnt ihr jetzt einfach mich oder so zum Ja. Präsident wählen. Ja. Aber ich will das ja nicht. Dann kannst du sagen, nein, mache ich nicht. Gott sei Dank. Das schon. Das kannst du aber nicht. es kann niemand sein, wo die Leute nicht dafür sind. Hast du nicht, Ja. die Serie ist das Vikings, wo du das Jahr geschaut oder so? Ich will keine Vikings. Dort machen sie auch so Zeugs. Dort setzt sich hinten durch, kommt nachher jemand. Zack, zack, zack! Genau. Und Und wir bringen keine Leute um. nein, umbringen wir Ja, nicht. das musst du jetzt Also. vor der Kamera sagen. Wenn ihr Mitglieder sind, könnt ihr auch entscheiden, wie die Mitgliederbeiträge sind, dann in der Mitgliederversammlung, also mit den alle einverstanden sind. Diktatur. Ja, Diana ist für eine Diktatur, Sven. Ja, hilfst du mir. Wir Ja, stürzen Mann, dann das wieder zurück. Das ist eine Maschine. Ihr tünt dann Art auch so klein mitbestimmen, was für Tätigkeiten das wir nachher natürlich machen. Und ich habe auch gewisse Anträge, die eben grössere, zum Beispiel grössere Finanzierung bedürfen, habt ihr auch ein Mitspracherecht. Wir sollten einen 24-Stunden-Livestream machen. Ja, schon. Das ist so cool. Wir sollten einfach eine Serie machen. Weißt du, ist nicht Ja. Von Mitgliederversammlungen oder was? Also, genau, und das ist jetzt ja gerade passiert, oder? Noch keine Mitglieder, darum ist das jetzt ein bisschen schneller gegangen. Jetzt, was ihr auch noch kennt, ist, was ich vorher schon angetönt habe, Ja, das ist jetzt die Mitglieder und die Vorstandsmitglieder auch sollten den einfachsten Zugang zu den Vereinsangeboten haben. Also eigentlich die Gemeinschaftsräume und die Projekte und so, das ist eigentlich grundsätzlich so, dass die Vereinsmitglieder eigentlich dort möglichst fast gratis sollen können dabei sein oder die Kosten einfach minimal aufgeteilt werden. Wirklich nicht, dass irgendwie jemand noch Gewinne mitmacht. Und ihr hättet dann eben noch, ihr werdet dann auch im Discord-Chat und im Google Drive Mitgliederbereich, was es auch immer gibt, habt ihr natürlich Zugriff und könnt dort mitwirken. Und nur dann, wenn ihr eine Art die 30 Franken zahlt vor der nächsten Mitgliederversammlung. Das ist eine Art sowieso der Stichtag. Die Pflichten haben ihr eine Art auch, also eben, dass man den Mitgliederbeitrag überhaupt zahlt, sonst verfallen natürlich all die Wie machst du das Sachen. eigentlich? Ich habe jetzt bei der GRB ein Konto gemacht. Ja, aber ich Und- meine, du zahlst, sagen wir, ich will jetzt Mitglied werden. Ja. Am Juni. Ja. Und dann zahle ich die 30 Stutz und dann kommt aber die Rechnung eigentlich Ende Jahr an alle. Und du zahlst eine Art für das Jahr, wo du reingekommen bist, schon 30 Stutz. Also wenn dann im Dezember joint, sind wir halt einfach los. Nein, Zahl du dir zahlst grad einfach einmal pro Jahr, weißt du? Ja, Nein, ja, das ist ja mega schwierig, Ja. wenn du Ja, jeder das muss stimmt. schauen, wer zahlt das. Ja, nein, erst das zahlst du nicht. Weißt du, wenn du reingehst, dann zahlst du einfach an dem fixen Datum. Das Ja. heisst, wenn du im Juli reinkommst, zahlst du halt erst im Ja, dann Dezember. trittst du aus, dann Das ist tritt ich im trotzdem für Januar das Jahr bei gezahlt, und weißt du, wie ich meine? Ja, wir können sie aber auch Ja, wir die... kennen Ja, dann wärst du Ja. einfach ein richtiger Hure. Wir können auch die selber so 30 abmachen. Franken geteilt durch 12 rechnen. Und nachher kannst du einfach für den Monat, wo du noch ist, nachher vom Jahr. Ja, und es sind ja eben extra nur 30 Stutz. Also man kann dann einfach Das ist auch sagen, blöd, ja. ja, man kann auch Das sagen, ist hey, so, ja. also das ist sowieso so, wir können ja immer alle miteinander reden und wenn jetzt 30 Franken für jemanden trotzdem noch ein Problem wären, dann kann man auch mit uns reden, dann können wir das auch noch anschauen. Kein Problem. Und dann gibt es eben einen Stichtag, ab dann, wenn das nicht zahlt ist, dann verfallen halt die gewissen Privilegien, die man als Mitglied hat. Die Privilegien! Und jetzt... Und noch als zweite Pflicht, was einfach uns persönlich, mir persönlich wichtig ist, und ich habe das jetzt einfach auf die übertragen, volle Transparenz und Kommunikationsbereitschaft bei Hobbykeller bezogenen Projekten mitarbeiten. Also wenn ihr irgendwie... Entschuldigung. Nein, es war Wenn- nur lustig, gewesen, weil es so, es hat so tönt so, ja, euer Privatleben interessiert uns nicht. Ja. Das ist okay. Ja, wir wollen nicht wissen, wie ihr nackt ausseht, aber wir wollen wissen, dass wenn ihr... Wenn ihr Ja, Delia schon, aber das wäre nicht Beim Jan haben wir schon wissen. Ja. Kommt ganz drauf an, wer der andere Leute Aber guckt. wenn irgendwie ihr bei einem Projekt vom Hobbykeller mitarbeitet oder es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ihr im Namen vom Hobbykeller selber... Ja, rot. Jared! Es kann ja auch sein, dass ihr mal ein Projekt... Nein. Sorry. Es kann ja sein, dass ihr ein Projekt selber mal wollt, im Namen vom Hobbykeller durchführen, wo jetzt niemand von uns involviert ist. Und dann brauchen wir volle Transparenz. Sonst kippt das einfach wieder, sonst könnt ihr das nicht machen. Weil, und zwar auch gegen aussen. Also wir wollen auch, dass innerhalb nicht irgendwie Sachen passieren, die niemand aussen wissen darf. Da sind wir, glaube ich, schon recht auf dem falschen Weg.
Ja. Gut. Hey, schau, ich habe auch extra so. Obwohl niemand da ist, können... Mal jetzt ist der Jared und der Jan da. Ja, das stimmt. Es sind Ja, das ist schon gegangen. wenige Leute da. Hast du jetzt mein Zutun? Das ist nicht so nice. Da. Wenn ihr etwas wollt, beitragen könnt ihr auf die Seite, die du angehst, und das Teil geben. Und nachher könnt ihr Projektideen reinfetzen. Calisthenics. Wir können sicher nicht Pro. Projektidee. Also ihr habt auch. Wow. Das ist nur das Beispiel zuerst. Ne? Katakabi. Und nachher sehen wir es Ja, da. schreib's rein. Genau. Da kannst du jetzt gerade, dann haben wir Weil- wenigstens eine Idee. Wir Ding. haben schon eine. Das ist unser Cool, das Vorschlag ist von vorher. Sind wir alle fetzen werden. 3, 4, Ich kann eine Feldherrschaft übernehmen. Aber kann man das nicht da? Das Schwert und Schild. So liegen, wenn er sich sneaky Da könnte man es eben auch runtergeht. den Link kopieren. Ja, das kannst du schon, ja. Und nachher... Ich finde, das ist ein Kann besserer da Angle. noch raus? Ja. Ingo. Schön beleuchtet. Stelle den Zuschauern eine Frage. So. So, jetzt sehen wir den Livestream im Livestream. Yeah! Oh, jetzt solltet ihr bei mir schreiben. Muss ich da? Der Lia hat noch was geschickt. Schon? Please took me to how to make. Wieso geht's nicht mehr? I really hope you like it. Was? Nein, das ist Spam. Oh ja, kriegst du nicht an. Oh, in dem Fall bin ich gerade gehackt worden, hä? Ich weiß nicht genau. Bam, du. Nein, das ist Spam. Oh ja, kriegst du nicht an. Der Das Hurensohn. haben wir jetzt Aber es nicht tut ja, live. glaube ich, schon. Also bei mir geht es ja. Und man Ja. sieht es ja. Wie kann man den melden? Das ist nicht, nein, das ist ja eine Art... Von dir ausgeschrieben. Ja, das ist schon von dir. Du musst dich Holy selber melden. shit, Du musst das selber melden. wie geht das? Was ist da gerade passiert? Ich habe noch nie so viel Kontakt mit Leuten gehabt. Du musst das selber melden. Scheiße. Was ist das? Schick alles Oh nein, du bist wirklich jetzt Sag mal. gehackt. Ja, ja. Sag mal. Wie sieht es aus? Wieso bist du jetzt gehackt worden? Weil ich habe auch die Nachricht bekommen von jemandem. Nachher hast du es angedruckt. Ja, ja, Mach, das habe ich gewusst. mach irgendeine Story oder so, Rasch, Wieso bist du jetzt gehackt? damit es wenigstens die sind, die deine Stories anschauen. Also das hat jetzt nichts mit dem Hobbykeller zu tun. Wow. Momo, Der absolut. Hobbykeller ist nicht gehackt worden, keine Angst. Nein. Wie geht das? Nur der Elia. Kamera. Ich mache ein Foto von Zimtschnecken und jetzt Der Hobbykeller ist du schreiben. Twists sind das. Wie geht das? Bin Oh mein Gott, das gehackt. eskaliert gerade richtig. Hey, weil ich bin voll am Eintippen. Alle meine Ideen kommen jetzt gerade raus. Bam, bam, bam. Aber ich bin Ein sehr... Ponyhof! Mario! Ein Streichelt so. Das streichelt so, wo das Mimi Stierli ist und alle dort nimmst. Also eigentlich das Coole an dem ist eben, wenn mehrere Leute das Gleiche schreiben, dann wird das, was am mehrmals geschrieben ist, am grössten. Aber das funktioniert Bastelraum, halt Nähmaschine. nicht. Zum Beispiel, man hat halt nicht unbeschränkte Dampfraum. Dinge. Aber das ist jetzt Wo alles von kommen wir dir. da hin? Das ist Gärtnerprojekt jetzt alles und von mir. Kurs. Das ist ja ganz gut. Bei alle Sag dir mal, die Idee ist um, Junge. Ey Jungs, keine Angst, bist schon dabei. Alle hacken. Damit sie nicht mehr... Ja, das ist eine ernste Situation. Nein, er hackt die Leute, damit sie nicht mehr raus können. Ich glaube, es ist gar nicht irgendwie um dich. Ja, von dort aus ist es. Ja, ich bin mega froh, dass so viele Leute mitgemacht haben bei der Umfrage. Von wo? Weil so viele Leute mitgemacht haben, gehen wir jetzt eins weiter. Warte mal, haben wir schon erklärt, wie man dort drauf kommt zu Ja. seinen Ideen? Mit dem Link, ja. Ein Link. Soll ich es dir auch noch mal Ja, erklären? gerne. www.menti.com eintippen Use dies gut. und nachher kannst du den Code eintippen. Okay, ich gebe gut ein. Und das ist gut. Dann warte ich den Hast Fall du noch, noch wenn 10 es Sekunden, Mimis dann auch noch kannst du nicht Porno gemacht schauen. hat. Und nachher kannst du den Code eintippen. Das Mimi gibt... Jan, du mal deine Idee einschreiben. Schreib mal Ideen rein. Prime League Team, Rocket League. Kaffee. Ist das von mir auch nicht bis? Das ist doch so ein... Das tönt mehr. Das tönt ja noch so... Das tönt nach Jared oder LOL. Sicher nicht von mir an. Warte, ich Ja, kann das glaube ist nicht schauen. so- Also, ist eine geile Idee. Kann ich schauen? Aber was ist das? Machen wir den Made selber? Das ist auch Nein, es ist Das nicht ist made. made. Das ist made. Es ist so... Ah, so. Made ist so Entschuldigung. eine Serviert... Nein, es sind doch die die Hausangestellten. Hausangestellten. Also er wird Es einfach ist eher so ein Kaffee, bisschen... wo man bedient wird von
Nein, das ist sicher irgendetwas. Was, ein Kaffee, der verdient wird von so Mädchen mit kurzen Rücken? Wie vielleicht? Das ist jetzt das, Aber was ich mir darunter vorstelle. Der das geschrieben hat, kann beim Q&A Ja, so einen Mann, er Button hat's ja schon Q&A. geschrieben. Ja, Mann. Ja, Das ist der nein. Er will ein Hooters! Mach mal etwas Besseres. Wir brauchen kein Hooters im Glarnerland, dann kannst du auf Zürich. Scheiss Das auf ist die jetzt Zunge. etwas, was auf Zürich kannst. Nein, Kenan, drück nicht drauf, ich bin wirklich gehackt worden. Das wirst du nachher auch noch vergessen. Hast du es wirklich geschickt, den Link? Ja, nein. Nein, eben nicht. Nein. Wenn du das aufmachst, Kann man nie so dann, viel machst du, machen. dann passiert nachher bei dir genau das Gleiche, dann tust du auch all deinen Kontakten das schicken. Ja, aber was ist denn das jetzt? Das habe ich noch nicht gehört. Wenn du das Was für ein Link ist das? Der Eliette. Ja, Gift Store, irgendetwas, dann klickst du drauf und jedes Mal kommt Ah, die andere Seite, aber ich glaube, der kommt dann nachher einfach in dein Insta-Profil hin und schickt noch mehr Links und ich weiß nicht was genau. Voll nett. Der Eliette draufsteht, der war lost. Ja, wenn ich die private Message bekomme, ich bin nicht so viel in Kontakt mit anderen Leuten, dann denke ich mir nichts Besseres, Speeddrucken drauf. Klick was? Katzenkaffee. Klickt nur das vom Hobbykeller an. Ja, genau, ja. Oh, was ist gekommen? Katzenkaffee. Katzenkaffee! Gut, dann sind wir jetzt durch. Hallo? Hä? Nein? Oh, was ist Ja, alle Leute, die zuschauen. Kann man dann noch? Warte noch. Nein. Kenan, kick mal eine Idee rein. Du kannst auch später noch deine Idee zu nachhaltigen Sachen geben. Aber das Problem ist halt, Du bist jetzt kann weniger ich nicht mehr Fleisch essen. liefern. Oder deine Sachen sortieren. Gestern, vorgestern oder gestern hat er mir erzählt, seine Freundin hat Warte schnell. so. Also, dort könnt ihr eure Mailadresse hinschreiben, wenn ihr dabei sein wollt. Also Jan, go. Und Kenan, go. Wo schauen wir zu? Wem sein Handy oder so ist das? Da gar nicht. Du bist schnell im PC drin, du Lappen. Du hast, ja. Er ist halt schon ein Du Lappen. Lebi! Ja, Mimi, deine brauchen wir nicht. Mal! Du bist schon im Vorstand. Jetzt wissen alle, wer es mir was. Auf dem gleichen Link. Ja, Spammen Sie mal. es ist schon. Ich habe es jetzt eins weitergestellt und dann kannst du es genau am gleichen Ort nochmal einschießen. Warte, jetzt müssen wir auf die Jan warten. Oder können wir es nachher nicht auch noch mal anschauen? Mimi schon gekommen. Ich glaube nicht. Jemima! Also du kannst weiter reden, aber du musst nicht lachen. Es gibt glaube ich nichts mehr zum Sagen, eigentlich sind wir so weit fertig. Habe ich auch so Auf dem gleichen Link. Ja, auf dem Ja, gleichen Link. nicht der. Jan, Jacki, Hotmap. Wey. Danke für Ihre Unterstützung. Damit hast du auch Ja, gerade Gaggi, Damit hast Wir können auch mal Nachtnummern-Spiel spielen, das ist ja lustig. Ein Nachtnummernspiel? Weißt du, das jetzt Das habe ich eben letztes Mal gedacht. Das haben wir mega Unser geil. erstes Jan Projekt, ist glaube ich auch mal dabei Ja. gewesen. unser erstes Projekt wird wahrscheinlich ein Nummern-Game. Und das zweite Projekt wird sein Versteckt in der Ikea. Oh mein Goodness. Einfach Ja. so mega viel. Einfach ja. Und alle müssen so den gleichen Pullover an, so einen Hobbykeller-Pulli, dass man Ja. die Leute unterscheiden kann. Das ist wasch geil. Ja. Haben wir Merch? Noch nicht, Merchandise! noch nicht, aber Bremse. bald. Cool. Mal. Cool. Du Ja, musst das- es einfach noch entwerfen. Oder deine Schwester entwirft das Merch. Sie macht einfach jedes von Hand. Oh, aber wer ist im Pain? Wenn wir genug verfügen. Ja, hey, merci Jan, ich glaube mehr. Ist gut. Und gibt's sonst nicht mehr. ist noch. Nachher hat es noch so Anmerkungen. Ja. Fragen. Jetzt könnt ihr natürlich auch noch Fragen stellen, die ihr auch hätte können im YouTube-Chat stellen. Eure Fragen. No questions from the audience. Und ansonsten wären wir fertig. Oder? Oder? Wir sind gewählt, wir haben unser Projekt. Voll. Sie schaut so traurig. Hat der Lul noch mal etwas Interessantes gesagt, was du jetzt Ja, noch nicht weitergegeben hast? Nein, ich glaube nicht. Gut. Der Lul sagt ja selten interessantes Zeug. Ah! Ja. Oh, das war gerade ein bisschen in Front. Gut. Ja, hey, tschüss Sind wir miteinander. ready? Sind wir ready zum fertig sein? So vernickt Ja. gewesen. Ey! Aber die Anne hat Freude gehabt. Das ist sehr gut. Weil dann kann man das Leuten schicken und die können das nachschauen. Oh Gott, wie schlimm. Tschüss Ciao miteinander, macht's gut. Bis zum übernächsten Mal. Jetzt sind sie gerade gesehen. Ah! Das ist eine schöne Note zum Ich schreibe Beenden. noch Autotuning-Workshop.